Hinter den grossen Bergen im Wald, wo kaum je ein Mensch sich verirrt, ist eine völlig verlotterte Hütte gestanden. Das Chemie hat schief und schlotterig vom Dach geschaut. Die Läden sind verschlissen von so dreckigen Scheiben gehangen, dass man weder rein noch raus gesehen hat. Ums Haus herum hat es noch schlimmer ausgesehen. Vermoderte Holzbalken, verknungelte, dreckige Lindtücher, kaputtige Blechkübel, verwelkte Blumensträusse, steinhartes Brot und viele Sachen, wo man nicht mehr weiss, was sie einmal waren. Alles ist verstreut herumgelegen. Wir würden sagen, es ist ein richtiger Saustall. Für die Merilu aber ist es der schönste Ort auf der ganzen Welt. Die Merilu nämlich ist eine Hexe und die Waldhütte ist ihres Daheim. Merilu hat das Durcheinander nicht gesehen. Für sie ist jedes Ding genau dort gelegen, wo es gerade sein sollte. Wenn ihr zum Beispiel beim Kochen ein Ei runtergefallen ist und am Boden verplatzt ist, dann hat sie nur gelacht und gemeint, das Gel am Boden passe gut zu den Vorhängen. Und darum denke sie nicht daran, das aufzuputzen. Viel lieber als putzen und aufräumen, hat sie ihren violetten Hut angelegt mit einem breiten Rand und einem steilen Spitz, hat ihre grünen Haare darunter auseinandergerupft, dass sie noch struppliger ausgesehen haben, hat unter ihren vielen farbigen Röcken die grünen Stiefel geschnürt und sich ihren knallgelben Rucksack umgeschnallt. So hat sie frisch und fröhlich ihres rostige Gartentürli aufgestoßen und ist in den Wald rausgestiefelt. Sie wollte Kräutchen suchen für ihren Halsweh und ihren Magentee, ihren guten Morgen und ihren Gute-Nacht-Tee, wo sie daheim braut. Manchmal hat sie die Kräuter aber auch einfach in ihre Suppe hineingeschnippelt. Ihren blauen, struppigen Kater mit den weißen Pünktchen auf dem Fell hat sie begleitet, wie immer. Als sich die Merilu zum ersten Kräutchen runtergebeugt hat, hat sie durch die hohen Bäume durch etwas Grosses leuchten gesehen. Etwas Knallrotes. Oh, hey, was ist echt das? Also, ein Pilz kann das nicht sein, oder? Der wäre ja viel grösser als sie selber. Merilu war eine freche Hexe, die nie vor irgendetwas Angst hatte. Darum ist sie auch so schnell, wie sie konnte, zu diesem Riesenpilz angerannt. Merilu aber hat sich geirrt. Es war kein Riesenpilz, der hier geleuchtet hat, sondern ein Auto. Es hat nicht mehr ganz neu ausgesehen. Das Dach war eigentlich recht verbühlt. Die Räder sind schief in alle Richtungen gestanden und die Scheinwerfer haben mehr auf die Seite als vorne geschaut.